Herr Präsident, juristische Kader für d'Arbechten am Sektor von der Landwirtschaft, dem Weinbau an dem Gardebau gowet bisewell net. Sozialpartner probieren seit langem einen Kollektivvertrag für diesen Sektor op been zu stellen, den die besonderen Aufforderungen von diesem Arbeitsfelder gerecht kennt gin, leider aber unerfolgreich. Dafür begrüßen wir explizit Anstrengungen für Hai gesetzliche Kader zu schärfen, an auch wann für also pur Punkte nach Frohen opwerfen. Herr Präsident, der Beruf vom Bauer, vom Winzer, vom Gärtner aus mit vielen Herausforderungen verbunden, die je nach Jahreszeit variieren. Eine gewisse Flexibilität bei den Arbeitsstunden ist dafür zu gewissen Jahreszeiten notwendig. Die Frage stellt sich aber, ob diese Flexibilität wirklich so weit muss gehen, wie in heute Projekt 4 gesagt. Auch wenn wir Piraten leveren 32 oder 36 Stunden Woche hätten, gilt aktuell zu Lützeburg das Prinzip von der 40-Stunden-Woche. Mit dem Gesetz sollen lo am Sektor von der Landwirtschaft, dem Weinbau und dem Gardebau Ausnahmeregelungen angefordert gehen, mit denen je no Jahr Referenzperiode 10 oder sogar 12 Arbeitsstunden pro Tag legal sind. Weil eine Woche mit 60 Arbeitsstunden an einem körperlich belastenden Sektor wie dem von der Landwirtschaft aber ganz nur unter Grenze von dem Leid, wenn einem Arbeitstag gesundheitlich überhaupt zumuten kann, sicher, es soll sich um eine Ausnahme handeln, aber wie kann sichergestellt gehen, dass 60-Stunden-Woche just Gebrauch gibt, wenn es wirklich nötig ist? Wie kann garantiert gehen, dass der Patron nicht von Zeit zu Zeit davon profitieren, die Arbeit am lang schaffen zu lassen, obwohl die Saison Peak von Arbeitszeiten nicht notwendig impliziert ist? Auf diesem Punkt bleibt das Gesetzesprojekt ein bisschen stumm. Es geht nicht definiert, welche Konditionen genau müssen erfüllt werden, für legitimerweise eine Ausnahme von 8 Stunden können zu machen. Außer gewöhnlich saisonal Feldarbeiter oder zum Beispiel Liers sollen durchstellen für die Arbeit, die temporär zu verlängern, aber nicht für eine Profitmaximierung. Für die Wohl von den Arbeitern zu assurieren und zu garantieren, dass 12 Stunden Tag, die nicht zur Regel gehen, muss die TM regelmäßig spezifisch Kontrolle machen. Trotz der genannten Probleme werden wir dieses Projekt heute mitstimmen an der Hoffnung, dass die Regierung assuriert, dass Personaleffektiv bei der ITM so gestärkt wird, dass hier Verpflichtungen nur kommen kann, die Employeen aus dem Sektor von der Landwirtschaft, dem Weinbau und dem Gardebau für ihren Abühen zu schützen. Merci. Merci vielmals, Herr Görschen. Hallo, die Regierung, der Arbeitsminister, Herr Danker.